Und wieder, ohne gross reden, angreifen, nächste Kiste. Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer SCB-Saison. In den letzten paar Folgen sind wir ja nicht wirklich gut gewesen, beziehungsweise haben schlecht gespielt und auch, egal, abhaken das Ganze. Heute ist eine neue Folge, heute sind neue Matches. Und heute brauchen wir jegliche Konzentration und absolute Energie. Das heisst, jetzt wird nicht länger gelabert, sondern wir versuchen uns selber ein Weihnachtsgeschenk zu geben, indem wir heute alle Matches werden gewinnen. Ob das wird klappen oder nicht, das erfahrst du jetzt, denn wir starten in die Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Erste Match kann beginnen und wir müssen gegen den ZSC antreten. Eine Mannschaft, die verdammt stark ist. Da der Gegner extrem stark ist, müssen wir so schnell wie möglich ein Goal machen. Und Chiba läuft gut, aber sie läuft direkt in den Fanghändchen vom Gegner, Goalie. Beziehungsweise ist dort reingeflogen. Oh mein Gott, oh, schöner Save. Jawohl. Ja. Ja, doch! Wohl! Ich habe nicht mehr gewusst, was sagen. Und zum Glück hat das geklappt, was wir noch gemacht haben. Und wir führen jetzt mit 1:0. Jetzt sollten wir die Führung behalten, am besten sogar noch ausbauen. Nein, scheiße. Oh, Goalie, heb sie. Jawohl, danke schön. Oh mein Gott, wichtiger Save, sehr wichtiger Save. Z wird immer stärker und stärker. Das heisst, wir müssen so schnell wie möglich ein weiteres Goal machen. Und das entsprechende Goal, das wird jetzt fallen. Wir können nämlich durch, wir können abziehen und wir treffen tatsächlich ins Lattenkreuz auf zum 2:0. Jawohl, so wichtig. Kein Goal kassieren im ersten Drittel, das wäre hure geil. Das wäre auch verdammt wichtig. Und der Metzlikins pariert, yes! Ich komme nicht führen. Hey, der Z ist da durchgehend am Angreifen und der Metzlikins am Parieren. Der Scheiß ist einfach, ich komme nicht gefährlich führen. Ich kriege einfach keine Möglichkeit zum Angreifen. Aber jetzt passen und Goal! Nein, er pariert's. Aber der Z macht dort weiter, wo es aufgehört hat. Gefährlich angreifen. Das ist nicht zum Glauben. Schön, auch ein wichtiger Check. Perfekt, Schieber können übernehmen. Pass und Goal, jawohl! Wieder zweite Angriff in dem zweiten Drittel. Und er ist sogar noch erfolgreich. Yes, 3:0. Jawohl, kommen wir da wirklich so schön draus raus? Es sieht danach aus, aber wir machen kein Goal. Ja, wir kommen langsam in den Match rein. Sehr wichtig. Verdammt wichtig und sehr wichtig und noch verdammt wichtiger ist das 4:0. Yes, wir sind jetzt richtig effizient. Geil! Ja, da kommt gerade 5:0. Ich würde sagen, der SCB schiesst sich aus der Krise. Geil! 0:5. Jetzt heisst unser Ziel einfach, ein Shutout zu machen. Wir könnten ja Powerplay spielen, aber ich komme wieder nicht vor. Der Z druckt und macht und tut. Aber jetzt mit dem Pass, jawohl, komm schon, komm schon. Und jetzt Querpass. Hä? Wieso schießt er aufs Goalie einen Pass druckt? Ein paar Sekunden, 5 gegen 3 auf dem Eisfeld. Das nutzen wir doch aus für ein weiteres Goal. Nutzen wir doch aus! Nein! Also im Powerplay haben wir gar nicht stand gekriegt. Aber bei 5 gegen 5 kriegen wir doch wieder das Goal her. Jetzt aber leider noch nicht. Das Wichtigste jedoch an dem Powerplay war, dass wir bisher noch kein Goal kassiert haben. Und genau in dem Moment kassieren wir einen absolut heftigen Konter zum 1:5. Das war's mit dem Shutout. Scheisse! Sehr schöner Check. Perfekt. Holen wir uns den 5-Tore-Vorsprung wieder. Du Scheiße, was läuft da? Nein, 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 nicht da. Da, das wollen wir sehen. Und wir haben wieder unseren 5-Tore-Vorsprung. 6:1, jawohl! Oh oh. Nein, nein. Nein, nein, nein! Oh, Goalie! ZSC will natürlich ein weiteres Goal machen, aber das werden wir nicht so lassen. Nur schon das eine Goal ist eins zu viel. Wir werden jedoch noch ein weiteres Goal machen, denn für eins hat es immer noch gelangt. Ah, schade! Moment, hey, in den letzten paar Sekunden noch ein Angriff. Nein, ich komme nicht durch. Scheisse! Sehr, sehr bitter. Ein weiteres Goal haben wir nicht können schiessen, aber hey, wir haben
der ZSC mit 6:1 geschlagen. Wir haben uns aus der Krise geschossen. Yes! Und holen wir uns auch einen Win beim simulierten Match gegen die SCL Tigers. Ich würde es absolut feiern, aber aktuell sind wir 0:1 im Rückstand. Nach 2 Drittel führen wir aber schön mit 3:1. Und wir gewinnen den Match auch mit 3:1. Yes, 2 Siege in Folge. Und somit kommen wir zu unserem zweiten Live-Match gegen Ambri Piotta. Hey, und ich wollte an sich den Goalie auswechseln, aber hey, Slickins hat jetzt einfach zweimal nur jeweils ein Goal kassiert. Das müssen wir honorieren. Und honorieren sollten wir auch unsere Leistung mit weiteren Goal. Und da konkert eins. Nein, Pfosten, schade. Jawohl, wichtiger Pass. Sehr schön. Querpass und Goal. Jawohl, perfekt. Was für ein schöner Pass auf unseren Wang, der zum 1:0 trifft. Yes! Ja, es wäre wichtig, wenn wir nachsetzen könnten. Aber zuerst müssen wir mal eine doppelte Unterzahl. Du hast richtig gehört, eine doppelte Unterzahl überstehen. Ich haue die Scheibe nicht raus in den Double. Und der Merzlikins pariert. Und jetzt greifen wir an mit 2 Mann weniger auf dem Eisfeld. Scheiß drauf. Wir machen ein Goal. Nein, wir machen leider keins. Wir spielen das hure gut an. Das 3-5. Komm, Goal! Nein, wie geil wäre das gewesen, du? Also das doppelte Unterzahlspiel hat uns komplett aus dem Konzept gebracht. Zum Glück hat Ambri keinen Profit daraus rausschlagen können. Darum sind wir jetzt bereits im zweiten Drittel. Komm, hol dir die Scheibe. Und jetzt ein Schuss und Abpraller. Nein, kriegen wir nicht. Wir haben immer noch keine Konstanz gefunden jetzt in dem Match. Ausser, dass wir das hier Goal so schiessen, wo ich gar nicht erwartet habe, dass sie das wirklich machen. Das war mehr Verzweiflung. Aber eine erfolgreiche Verzweiflung. 2:0. Scheisse, ist das jetzt ein gutes Spiel von Ambri. Und somit der Anschlusstreffer zum 1:2. Scheisse. Nein, fuck, was mache ich da? Ganz schlecht von mir, ganz schlecht von mir, ganz gut von mir und ganz gut von mir, Slickins. Scheiße, schon wieder ein Unterzahlspiel. Hey, das ist nicht das, was ich an sich möchte. Nein, schön mit Slickins. Das möchten wir. Ein konzentrierter Jürg, wo in Unterzahl 3:1 erzielt. Jawohl, geil. Ich muss mich einfach so konzentrieren. Es ist notwendig. Ich will den 3. Sieg in dieser Folge. Oh, jetzt wird es heftig gefährlich. Jetzt wird es verdammt gefährlich. Schön blockiert alle zusammen hier. 4:1. Also wenn ich mich konzentriere, wenn ich einfach mal ruhig bin und nicht blöd umrabere, dann klappt es auch mit dem Goalschießen. Jawohl, 4:1. Oh geil. Jawohl. Jawohl. Pam, pam. Und dann verbock ich's. Aufgepasst, Jürg. Aufgepasst. Sehr schön aufpassen mit Lickins. Und wieder ohne Grossreden angreifen. Nächste Kiste. 5:1. Jawohl! Ambri, wie es aussieht, einen Goaliewechsel gemacht. Das bringt ihnen nichts. Wir machen weitere Goal. Also ich bin mir extrem sicher, dass wir weitere Goals machen. Denn wir sind erst im zweiten Drittel. Komm schon, nein! So, wir sind im letzten Drittel und wir können sogar noch Überzahl spielen. Das heisst, wir werden noch kein Goal machen. Nein! Es wird aber noch ein Goal geben, vielleicht sogar für Ambri in Unterzahl. Schön mit Slickins. Natürlich, wenn wir aber das Powerplay-Goal vom SCB hier sehen. Was mache ich da? Ich hole mir da die Scheibe mit dem Wang, wo einen Pass gibt, wo einen Pass übrig gibt und dann mache ich einen Scheiß, anstatt nochmal zu passen. Es kann doch nicht sein, dass wir in Unterzahl Goal machen, aber nicht in Überzahl. Hey. Das darf es nicht geben. Das darf es nicht. Aber das gibt's. Also in diesem Match hat es jene Strafen schon gegeben. 4-3 auf dem Eisfeld und wir machen immer noch kein Goal. Nein, scheiße. Schön mit Slickins. Oh mein Gott, Scheibe rein durch. Ambri druckt jetzt gerade ziemlich. Das darf kein Goal geben. Sie dürfen kein Goal. Aber sie machen das Goal zum 2:5. Nein, hey, wieso? Weil sie in Überzahl gespielt haben. Scheiße. So, ihr konzentriert euch wieder auf das Wesentliche.
keine weiteren Goals kassieren und noch Goal schiessen. Schömmerzlikins. Klar sind es noch 3 Goal, die der Gegner müsste schiessen, aber ihr wisst ja, im Hockey kann es schnell gehen. Sonst wenn der Gegner ziemlich heftig drücken tut, wie Ambri und ich einfach nicht mehr führe. Komm, oder doch! Komm schon! Ich mache einfach kein Goal mehr! So, aber jetzt, komm schon. Jawohl. Ich muss so ein bisschen abdrehen. Zack, und jetzt oben rechts rein. Und da haben wir ein wichtiges Goal zum 6:2. Wieder eine 4-Tore-Führung. Und das ist verdammt wichtig. Das kann ja auch schnell gehen. Bulli gewinnen, Führung gehen, 7:2, vorher einfach nichts hergekriegt und jetzt in der kürzesten Zeit 2 weitere Kisten. Yes! Nein, kein Goal kassieren, Jürg. Kein Goal kassieren in der letzten Spielminute. Nein, Schömmerzlikins. Jetzt machen wir nämlich ein Goal in der letzten Spielminute. Komm schon, nein, der Goal pariert auch. 0,7 Sekunden vor Schluss muss der Schiri noch abpfeifen. Wir verlieren das Bulli, aber es ist scheißegal. Denn wir gewinnen den 3. Match ebenfalls. Jedoch das mal mit 7:2. Jawohl, ist das heute eine geile, erfolgreiche Folge gewesen. Wir haben uns mit diesen 3 Matches so richtig aus der Krise rausgeschossen. Wir haben so viele Kisten gemacht und so wenig kassiert. Und das widerspiegelt sich auch in der Tabelle. Wir sind jetzt vom 5. Platz wieder auf den 2. Platz gekommen. Klar, es ist alles noch weiterhin sehr eng zusammen, bis auf Lausanne. Die sind wirklich vorne weg. Es ist noch sehr viel möglich in den übrigen Matches, die noch werden anstehen. Wenn dir auf jeden Fall die heutigen Matches gefallen haben und du möchtest die nächsten Matches nicht verpassen, dann, obwohl es kein Muss ist, natürlich darfst du sehr gerne meinen Channel kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit du eben sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online geht. Und natürlich über einen Daumen nach oben würde mich auch freuen. Jetzt jedoch bin ich draußen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!